Und wieder ist der 14. Mai ein besonderer Tag, wie jedes Kind weiß, denn in jedem Jahr an diesem Tag kommen die Schwarmkäfer wieder zurück nach Pangea. Die jährliche Wanderung von Milliarden dieser munteren kleinen Fluginsekten beschert uns immer wieder ein atemberaubend farbenprächtiges Schauspiel am Himmel. Nun, da mit geballter Spannung die Ankunft des ersten Käferschwarms erwartet wird, blicken alle Einwohner von Pangea, die immer noch Sinn für Schönheit haben, gebannt zum Himmel hinauf. Zunächst muss der Gasventilschalter auf die gewünschte Stärke Mächtig cool, dann wo bleibt das Essen? Oh, du fummelst jetzt schon seit einer Stunde an diesem idiotischen Grill herum. Frenny, das ist nicht einfach bloß ein Grill. Es ist das Oberfeinste vom Oberfeinsten. Ein supermoderner Freiluftgrill mit Turbogasantrieb. Die Schwarmkäfer müssen jeden Augenblick hier sein, also mach Schluss, sonst verpasst du dieses wunderbare Schauspiel. Oh, willst du wirklich mal ein wunderbares Schauspiel sehen? Dann guck dir mal diese wunderbare Leuchtanzeige an. Bei dem alten Grill mussten wir aber nie so lange warten. Es gibt immer einen, der den Fortschritt unbedingt aufhalten will. Ich bin jedenfalls immer für den Fortschritt. Primitive Gemüter kriegen vielleicht den großen Bammel vor der modernen neuen Technik. Aber wenn ich erstmal diesen Pyromatik 5000 im Griff hab, dann wird hier gefuttert wie in der Zukunft. Ist doch nicht wahr. Fettbacke! Hier, perfekt gegrillt, gegrillter geht's nicht. Aufgepasst, es ist zu heiß. Nein, ich meine den Bericht im Fernsehen. So, Kathi, es dauert bloß noch ein paar Minuten, bis die Käferschwärme kommen. Und dann dürfen wir wieder mal eins der wunderbarsten Schauspiele erleben, die uns Mutter Natur zu bieten hat. Diese Schwarmkäfer sind wirklich bemerkenswerte kleine Kerle. Jedes Jahr am 14. Mai kommen sie wieder, pünktlich wie ein Uhrwerk. Und noch eine interessante Kleinigkeit. Die Lieblingsnahrung der Schwarmkäfer sind die Blüten der fettgelben Kletterblumen, die dieses Jahr wieder so prächtig wild wuchern. Ach du liebe Zeit, die schießen dieses Jahr wirklich ins Kraut. Sieht aus, als ob die Käfer zur rechten Zeit kommen. Ja. Eben höre ich über meine Kopfhörer, dass die Ankunft der Schwarmkäfer in etwa 10 Sekunden erwartet wird. Wie schön. Kathi, hast du Lust beim Countdown mitzuzählen? Aber natürlich, Bernie. 10, 9, 8, 7, 6, 4, 2, 3, 9, 1, 9 und 0. Sind die Käfer winzig klein? Ist ja merkwürdig. So unpünktlich sind die Schwarmkäfer aber noch nie gewesen. Mir scheint, wir haben eine unerwartete Verspätung. Stimmt, Ja! genau. Nein, Ja. ja, Ich glaube, das wird wohl noch eine Weile dauern. Wir können ja schon mal essen. Klasse Idee, ich verhungere. Mann, was ist bloß mit den Käfern? So ein Aufstand wegen der paar Käfer. Ist doch Schnurzwurst, ob die da sind oder nicht. Bin da. Wer noch? Die gelbe Kletterblume ist zur Plage geworden. Ihr üppiger Wildwuchs lässt sich nicht mehr stoppen. Die Frage nach dem Verbleib der Schwarmkäferschwärme wird damit immer brennender. Normalerweise halten sie das Wachstum dieser Blumen in Schach, weil sie ihre Hauptnahrung sind. Und so fragt sich wohl jeder Bewohner von Pangea, vorausgesetzt, er hat auch nur den winzigsten Funken Umweltbewusstsein, was ist bloß mit den Schwarmkäfern passiert? Was ist mit meinem Bier passiert? Ich hab's doch vorhin genau da abgestellt und... Oh, wer sagt's denn? Da ist es ja. Mann, was meint ihr? Wieso sind die nicht gekommen? Also ich habe da so eine Idee. Vielleicht waren die schon auf halbem Weg und dann wird ihnen plötzlich eingefallen sein, dass sie vergessen haben, ihren Herd auszumachen. Jedenfalls komme ich deswegen immer zu spät. Das ist oberdämlicher Schwachsinn. Hört auf zu labern und helft mir lieber, diese blöden Kletterblumen abzuschnippeln. Ja, Gott, ja. Gut.
Hallo, das war fast eine Bruchlandung. Also, wo ist die Gepäckaufbewahrung? Hey, du bist doch einer von diesen Schwarmkäfern. Genau, Schwarmkäfer, weil wir immer in Schwarm reisen. Wo sind meine Kollegen? Wo habt ihr bloß so lange gesteckt? Mir ist was Blödes passiert. Ich war auf halbem Weg hierher, das ist mir eingefallen, hab mein Herd nicht ausgemacht. Hab's doch gesagt. Na schön, jetzt bist du jedenfalls endlich hier. Also los, fang an zu futtern. Diese saftgelben Kletterblumen wachsen wie Will verrückt. mir nicht den Bauch vollschlagen. Ich bin hier, um mir ein hübsches Käferchen anzulachen, drüben im Sumpf. Aber was wird aus diesem ganzen Unkraut? Ja. Ich habe gedacht, ihr seid ganz oberwild auf das gelbe Hören Zeug. Sie, ich habe im Moment nur eins im Kopf und das ist ganz bestimmt nicht Gemüse. Hallo, was haben wir denn da für einen flotten Brummer? Hey, nun mal langsam, das ist meine Tochter. Hab keine Probleme damit. Ihr trefft euch im Sumpf, um euch zu paaren? Sie haben's erraten. So, und jetzt muss ich die Flügel schwingen. Mein Schwarmkäferleben ist nämlich kurz und knapp. Ich muss schnell zum Sumpf schwirren, mir eine Frau suchen und Kinder mit ihr kriegen. Denn in 2 Wochen trete ich wieder ab. Junge, dein Lebenswecker tickt ja mächtig schnell. Aber ist halb so schlimm, denn meine Art wird immer weiterleben. Milliarden neue Schwarmkäfer werden ausschwärmen und sich über die Kletterblumen hermachen. Ach so, also die Schwarmkäfer-Babys ernähren sich von den Kletterblumen, hm? So ist das. Und die müssen hier bald eintrudeln. Ja, aber erst, wenn ich Vater geworden bin. Dann kann ich ja so lange den Fernseher umschalten auf ein anderes Programm. Los, komm! Heu! Und du hast gemeint, meine Idee mit dem Herd wäre Mumpitz. Ja. So, meine Schöne, ich schwör ab. Wenn Sie was wollen, rufen Sie mich an. Warte, wie heißt du eigentlich? Theo! Ah, Theo. Weißt du überhaupt, wo der Sumpf liegt? Das soll wohl ein Witz sein. Wir Schwarmkäfer fliegen diese Route seit ein paar tausend Jahren. Mit unseren hochempfindlichen Radarfühlern finden wir jeden Weg. Also, wo geht's lang? Da hinten am Sofa vorbei, stimmt's? Du hast dich verfranst, habe ich recht? Tja, ich glaube, irgendwas stört hier den Empfang. Hör zu, ich habe eine Idee. Ich zeig dir den Weg zum Sumpf. Sie fahren auf mich ab, richtig? Ey. Was ist los? Haben Sie Angst, dass ich zu klein für Sie bin? Nein, Theo. Du bist ein Insekt. Ich bin ein Dino. Wir passen einfach nicht zusammen. Wie wär's? Ich könnte mich umschulen lassen. Oh. Hör zu, ich will dir bloß den Sumpf zeigen und weiter nichts. Der Sumpf ist gleich hinter dieser Hecke. Ja, wo sind die süßen Brummer? Und spar dir deine dümmlichen Sprüche. Was? Das ist ja... Also, Sie wollen mir sagen, das hier soll ein Sumpf sein? Aber früher war ich im Sumpf. Doch jetzt hat ihn die Teufus trockengelegt und eine Fabrik für Wachsfrüchte hingeklotzt. Also, ich muss sagen, nun stehe ich ganz gewaltig im Wald. Wo treffe ich denn jetzt ein hübsches Mädchen, wenn es keinen Sumpf mehr gibt? Hier triffst du jedenfalls keins. Ich frag mich, wo sind bloß die ganzen Käfer? Achtung, geh mal ein bisschen zur Seite, Kleine. Da ist ja schon wieder so ein Käfer. Ich dachte, die sind endlich alle Hören weg. Sie auf, das ist doch ein Schwarmkäfer. Tja, dummerweise gibt's keinen Schwarm mehr. Haben Sie die alle erledigt? Es musste sein. Oh Mann, das wird ja mit jeder Minute übler. Hey, na hör mal, das ist eine brandneue, supermoderne Fabrik. Hier dürfen keine Käfer rumschwirren. Die verstopfen uns bloß die Lüftungsanlagen. Wir sind käferfrei. Aber diese Schwarmkäfer sind voll oberwichtig für das Gleichgewicht der Natur und deshalb brauchen wir die. Hör mal, meine Kleine, wenn wir hier irgendwas brauchen, ist es diese Fabrik. Denn eins steht fest, Wachsfrüchte kann man sich nicht einfach vom Baum pflücken. Ja. Oh, was sollen wir bloß gegen all diese Kletterblumen tun? Die wachsen ja viel schneller, als ich die Dinge ausrupfen kann. Was hast du davon, wenn du dich nur auf Handarbeit verlässt? Sowas ist doch völlig überholt. Ah. Hier, pass auf, guck dir an, wie schnell die moderne Technik damit aufräumt. Jupp, schwupp, schwupp. So, das war's. Mario, Marionette. Überall hat das furchtbare Chaos überhand genommen. Infolge der Kletterblumenplage ist der gesamte Stadtverkehr zusammengebrochen und das Geschäftsleben lahmgelegt. Lass mich in Frieden, du oberdoofe Kletterblume. Es kommt eine neue Meldung. Ein Mädchen aus Pangea behauptet, es sei dem Geheimnis der ausgebliebenen Schwarmkäferschwärme auf die Spur gekommen. Wir haben soeben Verbindung mit ihr aufgenommen. Hören wir uns live an, was Fräulein Charlene Sinclair zu berichten weiß. Tag. Ist doch nicht wahr. Guck mal, das ist Das ist Charlene. ja wahnsinnig aufregend. Muss sie denn unbedingt diese Ohrringe tragen? Fräulein Sinclair, würden Sie mal genau beschreiben, was Sie entdeckt haben wollen? Sicher. Theo. Hallo, was macht die Kunst? Bin ich auch wirklich im Fernsehen? Ja. Und in welcher Beziehung stehst du zu Fräulein Sinclair? Also, ich muss doch sehr bitten. Das ist eine ziemlich persönliche Wir sind Frage. nur gute Freunde. Sie fährt auf mich ab. Theo ist ein Schwarmkäfer. Und zwar ist er der letzte Schwarmkäfer, den es gibt. Die Firma Treufuß hat nämlich vor kurzem sämtliche Schwarmkäfer aus dem Weg geräumt. Und das ist echt ein Verbrechen gegen die Natur. Stimmt ja, Herr Zockefeller, ich weiß, ich sehe es mir gerade im Fernsehen an. Sie wollen also damit wirklich sagen, allein die Weltfirma Treufuß sei für die Pangea-Kletterblumenkrise verantwortlich? Klar. Die Treufuß ist auf die große Kohle scharf. Diesen Typen ist es wurstegal, ob das gesamte Gleichgewicht der Natur einfach den Bach unterschwimmt. Dabei sauf ich ab. Ich kann nämlich nicht schwimmen. Ja, da haben Sie vollkommen recht. Das ist ein Albtraum für unser Bild in der Öffentlichkeit. Wir Dinos haben ihr Paarungsgebiet trockengelegt. Außerdem haben wir alle Schwarmkäfer vertilgt. Fast alle. Und wofür? Ja. Für Wachsfrüchte. Ja.
Die hat wohl Milben im Hirn. Wir brauchen Wachsfrüchte. Dadurch, dass wir es geschafft haben, Wachsfrüchte zu fabrizieren, unterscheiden wir uns von den primitiven Tieren. Sie labert über Sachen, von denen sie nicht den oberblassesten Schimmer hat. Sie ist... Oh. Sie ist in der Küche. Man ist doch nicht wahr. Tollfuß macht die Natur kaputt und wir müssen es ausbaden. Und dann Halt, werden wir Moment mal, eingepackt. warte. Ich will jetzt auch mal was sagen. Papa, das geht nicht. Die stellen mir die Fragen. Ach ja, dann wird es langsam mal Zeit, dass auch die andere Seite darauf antwortet. Was? Du hast überhaupt keine Ahnung. Der Fortschritt ist spitze. Der Fortschritt hat uns zum Beispiel die elektrisierte Zahnbürste gebracht. Durch den Fortschritt haben wir eine Mattscheibe und können bunte Bilder sehen. Logisch, bis wir soweit waren, mussten wir auch öfter klitzekleine Opfer bringen. Ein Wäldchen hier und ein paar Arten da. Aber was bedeutet das alles schon im Vergleich zu solchen dinostarken Klasseerfindungen da haben wir es ja schon, den toasterfreundlichen Toast. Hier, voll konserviert, den können Sie noch in 1000 Jahren toasten. Das ist der Toast von heute, den Toast von gestern können Sie in Zukunft vergessen. Momentchen mal, Chef. Hab einen fabelhaften Einfall. Was würden Sie davon halten, wenn wir einen besorgten Bürger auftreiben, der ein bisschen dämlich ist, aber von allem, was wir machen, komplett überzeugt? Und der uns dann freiwillig das blöde Problem mit den saftgelben Kletterblumen vom Hals schafft? Ja, damit haben Sie vollkommen recht. Es müsste so ein Typ sein, der nicht immer bloß an sich selbst denkt. Sowas gibt's selten, aber ich weiß, Was habe ich mit den albernen Schwarmkäfern zu schaffen? Ich bin schon zufrieden mit einer Flimmerkiste und einer Tüte Fleischkringel. Glauben Sie mir, ich habe den richtigen Mann dafür schon gefunden. Die Kletterblumenkrise von Pangea hält bereits 2 volle Wochen an, aber endlich scheint man eine Lösung für das Problem zu haben. Besorgte Bürger haben deshalb einen Krisenstab gebildet, der einstimmig beschloss, auf dem gesamten Superkontinent ein wirksames Entlaubungsmittel zu versprühen, um die Kletterblumenplage aus der Welt zu schaffen. Ja. Auf einer Pressekonferenz vor einigen Stunden beantwortete der Krisenstabschef Earl Sinclair die Fragen der Reporter. Eine Frage, Herr Sinclair. Ist Entlaubungsmittel nicht bloß ein anderer Ausdruck für das gefährliche Wort Gift? Ja. Ich finde, Gift ist ein viel zu hartes Wort dafür. Wir vom Krisenstab nennen das Mittelchen lieber Abschiedssaft für Wildkletterpflanzen. Genau. Und würden Sie uns wohl verraten, wo dieser Abschiedssaft herkommt? Den Saft hat uns freundlicherweise ein besorgter Industrieboss geliefert, der unsere Arbeit voll unterstützt. Außerdem steht er mindestens 1000%ig hinter uns. Und wer ist dieser Industrieboss? Ja, der Industrieboss Der will lieber nur hinter uns stehen, im Hintergrund, verstehen Sie? Das ist doch keine Antwort. Du, wollt ihr echt dieses Giftzeug im ganzen Land versprühen? Da gibt's doch sicher was, das nicht so giftig ist. Und das wäre? Naja, zum Beispiel kann man die Ranken ganz kräftig zurückstutzen. Ja. Dann müssen wir eben eine Weile damit leben. Irgendwann wird die Natur das schon selber wieder auf die Reihe kriegen. Ja. Das ist erstens unpraktisch und zweitens dauert es viel zu lange. Was ich vorhabe, geht schnell, ist aufregend und obermodern. Ich gehe voll mit der Zeit. Habt ihr das Zeug vorher getestet? Wisst ihr, ob es wirklich in Ordnung ist? Tu nun wieder. Herr Richfield hat uns gesagt, dass das Entlaubungsmittel ungefähr genauso giftig ist wie ein Schluck Leitungswasser. Oder wie frische Mammutmilch, bloß dass es nicht vom Mammut geliefert Du wird. musst es ja wissen, ich mache einen Flugsaurier. Ich auch. Stopp! Keiner verlässt das Haus. Heute Abend fangen wir an zu sprühen. Also keiner geht vor die Tür, verstanden? Ätzend. Das sind die Hubschrauber. Mann. Da, passt auf, Kinder, jetzt wird gesprüht. Du liebe Güte. Die schmeißen mit Pudding. Du liebe Güte, vielleicht hätte ich die Wäsche lieber reinholen sollen. Kannst du vergessen, ist zu spät. Ich werde mal in der Zentrale anrufen und fragen, wie es mit der Sprüherei so läuft. Robby, komm. Da, Papa hatte recht. Es wirkt gegen die Kletterblumen. Und es ätzt die Farbe von den Gartenmöbeln. Ach du dicker Dino. Wir wünschen guten Morgen. Durch die umfassende Sprühaktion am gestrigen Abend wurden alle saftgelben Kletterblumen mit vollem Erfolg beseitigt. Leider war die Sprühaktion etwas zu erfolgreich, denn seitdem sind sämtliche übrigen Pflanzenarten ebenfalls verschwunden. Tja, war wohl nichts mit dem Frühstück. Der Blumenkrisenstab ist mit dem Sprüheinsatz über das geplante Ziel weit hinausgeschossen. Doch das Kletterblumenproblem war nur ein Problemchen gegen die Probleme, die uns nun blühen. Das gibt bestimmt dicke Luft. Fröhlichen Morgen allerseits. Haben wir heute nicht einen oberprächtigen Tag? Hast du dich draußen mal umgesehen? Dein Sprühzeug hat ja überall jede Pflanze vertilgt. Ach was, das ist doch Obermumpitz. Wenn so eine Superaktion über die Bühne geht, kann schon mal ab und zu eine kleine Panne passieren. Aber deswegen musst du nicht gleich so wahnwitzig übertreiben. Naja, wir hätten vielleicht doch eine kleinere Portion Gift nehmen sollen. Kleinere Portion? Dein idiotisches Sprühmittel hat alle Pflanzen weggeätzt. Warum machst du deswegen so einen Aufstand? Du magst doch sowieso keinen Salat. Ihr habt die Nahrungskette kaputt gemacht. Wenn es keine Pflanzen mehr gibt, gibt's auf der ganzen Welt nichts mehr zu essen. So ein Schwachsinn.
Falls die Nahrungskette wirklich nicht mehr funktioniert, gibt's immer noch Supermarktketten. Die haben was zum Futtern, das auch ohne Ihr Natur könnt doch nicht schmeckt. nur von Kunstfleischkringeln leben. Aber ich kann Sag das. mal, es gibt gar keinen Grund zur Veranlassung. Im Krisenstab haben wir einen technischen Oberexperten und der wird schon wissen, wie wir die Pflanzen künstlich wieder zum Wachsen kriegen. Woher zum Donner soll ich sowas wissen? Ich bin bloß Wirtschaftsoberkapitän, ich bin kein Gärtner. Stimmt, Oberkapitän, aber wir müssen was unternehmen. Die Leute werden bestimmt nervös, wenn sie spitz kriegen, dass sie bloß noch Kunstessen futtern sollen. Ach so, warten Sie, ich muss mal überlegen. Moment, ich hab's gleich. Wir sprechen von dem Grünzeug, das verschwunden ist, stimmt's? Ja. Genau. Gut, was bringt Pflanzen zum Wachsen? Erde. Dass man immer mit den Pflanzen spricht. Genau. Regen, wir machen ein bisschen Regen. Mehr brauchen wir überhaupt nicht zu machen. Nur wie stellen wir das an? Ich weiß, wie das geht. Wir sagen allen, sie sollen ihre Autos waschen. Dann fängt's doch immer an zu regnen. Oder wir sagen allen Bescheid, sie sollen ein Bad nehmen. Nein, falsch. Davon klingelt ja immer bloß das Telefon. Euch Torfköpfen müsste man das Maul verkleben. Mir ist eben ein Plan eingefallen. Wenn man Regen haben will, dann braucht man dafür erstmal Wolken. Und wie machen wir nun am besten unsere Regenwolken? Na, mit Vulkanen, ihr Oberdumpfdinos. Die spucken immer fette Wolken beim Aussprechen. Sowas weiß doch selbst ein Kind. Das bedeutet, wir brauchen bloß ein paar Vulkane kräftig zum Spucken zu bringen. Aha. Aber wie denn, Chef? Wir helfen den Vulkanen mit Sprengladungen auf die Sprünge. Aber Chef, ich weiß nicht, mein Chef. Glauben Sie wirklich, dass das funktioniert und nicht voll ins Auge geht? Und ob das funktioniert? Aber Chef, der Einfall mit der Sprühbrühe war auch nicht gerade das Gelbe vom Ei. Wir sollten uns das 2- bis 3-mal überlegen, bevor wir die Vulkane pulverisieren. Ach, man braucht eben eine schwerwiegende Lösung für ein schwerwiegendes Problem. Wenn man den Fortschritt will, muss man bereit sein, fortschrittliche Methoden auszuprobieren. Ganz besonders, wenn man Krisenstabsleiter ist. Ja, mein Chef. Lassen wir die Wolken steigen. Guckt euch bloß die dicken schwarzen Wolken an. Wenn die keinen Regen bringen, fresse ich einen Staubfädel. Du, Frenny, willst du die Heizung nicht ein bisschen aufdrehen? Es ist mächtig frisch hier drin. Frenny! Sagt mal, was habt ihr denn alle? Freut euch, wir haben doch einen Grund zum Feiern. Ich glaube, du solltest vielleicht noch ein Weilchen mit deinem Freudengebrüll warten, Fettbacke. Guck dir erst mal die Nachrichten an. Wieso? Zum 2. Mal ist ein Plan des Krisenstabs der besorgten Bürger Pangeas unglücklicherweise zum absoluten Fehlschlag geworden. Der Planet ist von einem gewaltigen schwarzen Wolkenpaket umhüllt, aus dem pausenlos Staub herabrieselt. Die Wolken haben den Planeten völlig gegen die Sonne abgeschottet, sodass überall winterliche Frosttemperaturen herrschen. Na, dann gibt's eben mächtig viel Schneeflocken statt Regen. Und? Ist doch fast dasselbe. Wenn die Sonne wieder durchkommt, dann schmilzt der ganze Schnee und wir haben tonnenweise Wasser. Und dann wachsen die Pflanzen überall wie verrückt, ist doch klar. Inzwischen wurde die Dichte der Wolkenmassen berechnet. Man weiß nicht, wann die Sonne wieder zum Vorschein kommen wird, aber es dürfte wohl etwa 10.000 Jahre dauern, bis wir sie wieder zu Gesicht bekommen. Will vielleicht einer von euch was Kaltes zur Erfrischung trinken, hä? Na, was haben Sie mir denn schon wieder vorzumeckern, Sinclair? Chef, ich glaube, diesmal sind wir vielleicht wohl doch ein klitzekleines bisschen zu weit gegangen. Ich weiß überhaupt nicht, was Sie meinen. Ist ein bisschen kühl geworden, aber die Kältewelle bringt auch wieder Vorteile. Überall stürmen Dinos unserer Kaufhöhlen und verlangen massenhaft Treufußheizungen, Treufußwolldecken und das Treufuß-Kakao-Mix-Getränk für gemütliche Abende vor dem Kamin. Haha, wir machen das beste Geschäft, seit es die Firma Treufuß gibt. Chef, ich habe das dumpfe Gefühl, dass es vielleicht das letzte beste Geschäft der Firma ist. Ach was, Sie labern schon wie diese Typen, die sich pausenlos Sorgen um eine saubere Umwelt machen. Buh, haben Sie Bammel, dass Essig statt Regen vom Himmel fällt und dass die Luft immer mieser wird? Hören Sie doch auf mit dem Schwachsinn. Boah. Bei mir im Gewächshaus ist die Luft wie Samt und Seide. Mann, Ihre Jammer geht mir ganz gewaltig auf die Schuppen. Mir fällt bestimmt was ein, um mit den Wolken fertig zu werden. Sie verstehen wohl immer noch nicht, um was es eigentlich geht. Vielleicht haben wir Dinos die Welt für immer versaut. Das ist ein Problem fürs kommende Geschäftsjahr. Regen Sie sich mal wieder ab. Wir kümmern uns schon darum, wenn es soweit ist. Im Moment muss ich mir nämlich erstmal überlegen, was ich am besten mit meinem Moos anfange. Dann werden wir weitersehen. Könntet ihr mal alle kurz zuhören? Ich habe euch nämlich was zu sagen. Fangen wir bei dir an. Theo, ich glaube, ich muss mich bei dir entschuldigen. Schon gut, macht fast gar Ich habe nichts. kapiert, dass es ein Fehler war, diese Wachsfrüchtefabrik einfach in den Sumpf da zu klotzen. Klar, Wachsfrüchte sind zwar irgendwie wichtig, aber Schwarmkäfer auch, ja. Danke, wirklich nett von Ihnen, Earl. Doch trotzdem bin ich immer noch nicht ganz zufrieden. Ich kenne da so ein flottes Dino-Mädchen. Wenn die mich mal endlich beachten würde, das wäre klasse. Mann. Ah, das schaut mich um. Charlene. Und
Euch anderen muss ich auch mal sagen, dass es mir mächtig leid tut. Ich habe Mist gebaut, als ich versucht habe, das Problem mit den Kletterblumen und dem Regen in den Griff zu kriegen. Ich hab gewusst, dass du immer alles vermasselst, Fettbacke. Ich wusste bloß nicht, wie dick es kommen wird. Mutter, er hat eben gesagt, es tut ihm leid. Ich weiß auch, dass ich das Fernsehen, die Technik und den Fortschritt immer viel zu wichtig genommen habe. Und die Natur, die war mir schnurzwurst egal. Die Natur kann gar nichts dafür, dass man sie nicht beachtet, weil sie ja immer da ist. Naja, und die Technik, die ist aufregend, die ist neu, die haut einen um. Das verstehen wir ja, Liebling. Hä? Was verstehen wir? Pass auf, Wonne Knubbel, ich versuche mal, es dir zu erklären. Dein Papa sollte ein bisschen auf die Welt aufpassen. Aber blöderweise hat er die Sache dann versiebt. Und jetzt werden wir uns wohl was einfallen lassen müssen, damit alles wieder so wird, wie es vorher war. Ziehen wir vielleicht um? Nein, das geht nicht. Wir haben bloß diese Welt, aber wir können versuchen, sie mit einem großen Föhn wieder aufzutauen. Was machen wir, bis wir es geschafft haben? Naja, umziehen können wir jedenfalls nicht, weißt du. Aber egal, was passiert, wir werden alle zusammenbleiben. Stimmt genau, Wonne Knubbel. Wir bleiben zusammen. Ist doch Logo. Klar. Genau, und soll ich euch mal was sagen? Wir werden es bestimmt schaffen, wird doch gelacht. Ja. Und außerdem, wir Dinos leben schon seit 150 Millionen Jahren auf der Erde. Da werden wir doch nicht zu mir nichts, dir nichts. Einen Flugsaurier machen. Werfen wir mal einen Blick auf die langfristige Wettervorhersage. Heftiger Schneefall, schwarze Bewölkung bei ungewöhnlich tiefer Temperatur. Ich bin Mario Marionette. Hoffentlich bis bald. Also wir fahren jetzt los. Aha. Erst gehe ich zur Reinigung und hol Charlins Sachen ab. Dann zur Kosmetikerin. Ich werde es wohl trotzdem noch schaffen, Robby zum Fußballtraining zu bringen. Aha. Hm? Und wenn ich wieder zurück bin, tanze ich vor der Garage splitterpudelnackt. Mhm. Spitzenidee, Fran. Will auch Splitterpudelnackt tanzen. Wieso steckst du immerzu deine Nase in diese blöde Bedienungsanleitung? Es ist doch bloß ein Auto. Typisch. Hast rein gar nichts übrig für Technik. Erstens ist es ein funkelnagelneues Auto. Zweitens beweist dieses Luxusgerät, ich bin Aufsteiger. Gib bloß nicht so an. Der Wagen ist ein stinknormaler Benzinschlucker, ein Sparpaket Sondersuperangebot und er gehört bis zur letzten Schraube der Bank. Mhm, ich liebe dich auch. Wozu rede ich eigentlich noch mit ihm? Frag ich mich auch mal. Also los, mein Schatz. Vorsicht! Du, wann darf ich mal eine Runde mit dem Ofen drehen? Das ist ein empfindlicher Wagen, der ist nicht zum Rundendrehen. Ach, aber Mama darf damit durch die Gegend düsen. Junge, deine Mutter ist auch eine erfahrene, rücksichtsvolle... Was? Oh, warte auf mich! Wo fahren wir hin? Dein Papa fährt uns zum Onkel Doktor, mein Schatz. Zum doofen Doktor? Ah, bloß nicht, will nicht dahin. Dreh sofort Wie wär's um, mit einem ich Stück will Napfkuchen? nicht. Mann, Napfkuchen. Was? Gib. Hey, du willst ihm Krümelkram geben in meinem fabrikfrischen Wagen? Du musst doch Napfkuchenkrümel im Hirn haben. Hör auf. Du weißt, dass das Baby immer Angst hat, wenn wir zum Doktor müssen. Also versuche ich ihm, die ganze Sache ein bisschen angenehmer zu machen. Man nennt das Erziehung, Earl. Ist nicht wahr, wirklich? Bin seit ganzen 15 Jahren Vater. Brauchst mir nicht zu sagen, wie man Kinder erzieht. Ein Krümelchen auf den Auto sitzen und du darfst nach Hause krabbeln. Bist ja ein ganz toller Vater. So, das wär's. Schon gekrümelt. Feierabend. Du gibst mir sofort den Krümelkuchen. Nein, Mach schon, komm. Her damit. nein. Los, her Nein, damit. nein, nein, Bist du will taub? nicht. Meiner, Gib mir will jetzt meiner, den Napfkuchen. meiner. Oh, mein Wagen. Mein Napfkuchen, Mann. Guck nach vorn. Ah ja, kann ja nicht alles gleichzeitig machen. Pass doch auf! Ah!
Nochmal! Na, zufrieden? Wir werden beinahe zerbröselt worden. Ich will meinen Napfkuchen wieder haben! Was? Welchen Napfkuchen? Oh, das war richtig ekelhaft. Ekelhaft? Das war köstlich. Stell bloß dein Geheul ab, sonst darfst du zu Fuß weiterfahren. Na bitte, nun haben wir es ja geschafft. Das hat mir jetzt gerade noch gefehlt. Klappe halten, Ruhe. Hallo, Wachtmeisterchen. Haben Sie ein Problem? Führerschein bitte. Können Sie haben. Ich meine nicht die Fahrerlaubnis. Ich brauche den Elternführerschein. Bin von der Kontrollstreife für Eltern. Ich glaube, Sie bekommen eine Menge Ärger, mein Bester. Bin da. Wer noch? Fantastisch, nun siehst du, was passiert, wenn du dich nicht beherrschen kannst. Ist nicht so wild. Die von der Elternkontrolle sind nicht wie richtige Polizisten. Wie bitte? Oh, hab nichts gesagt. Also, was gibt's denn, Wachtmeisterchen? Habe ich vielleicht in der windelfreien Zone angehalten? Elternverordnung Paragraph 3 Abschnitt 7. Ein weinendes Kind ist mit Liebe und viel Geduld zu behandeln. Aber Sie haben den Jungen angebrüllt, mein lieber Herr Sinclair. Tut mir leid, ich muss Ihnen eine Verwarnung geben. Genauso wie es die von der richtigen Polizei machen. Herr Wachtmeister, es tut uns furchtbar leid. Es wird nicht nochmal passieren. Aha. Moment mal, halt. Ist doch kein Beinbruch. Wir können bestimmt darüber reden, oder? Ich meine, das ist wirklich ein verrückter Zufall, finde ich. Verrückter Zufall? Und warum? Naja, auf dem Strafzettel, da steht mein Name. Und ich habe hier rein zufällig für Sie ein hübsches kleines Zettelchen. Da steht eine Dino-Mark drauf. Aha. Sowas nenne ich einen verrückten Zufall. Nein, sowas nenne ich einen Bestechungsversuch. Und zwar einen schäbigen. Könnte auch ein Fünfer werden. Dann, Was? Ist doch nicht wahr. Wollen Sie mir etwa noch ein Knöllchen andrehen? Paragraph 9 Abschnitt 4. Moralisches Fehlverhalten in Anwesenheit eines Kleinkindes. Noch ein Verstoß gegen die Verordnung und Sie sind den Elternführerschein erstmal los. Wirklich wahr? Dich hat niemand gefragt. Er hat mir meinen Napfkuchen weggenommen und selbst gefuttert. Ich glaube, das reicht wohl. Was? Hiermit habe ich Ihren Elternführerschein eingezogen. Den kriegen Sie wieder, wenn Sie noch mal eine Prüfung machen, Herr Sinclair. Jetzt werde ich Ihnen noch das Handbuch für Eltern mitgeben. Pauken Sie es durch, büffeln Sie. Kommen Sie morgen um 8 Uhr zum Elternkurs, da werden wir Sie dann prüfen. Ich kann aber nicht. Morgen früh fahre ich nämlich zum Angeln. Zum Angeln, ja? Tja, ich habe das dumpfe Gefühl, Sie hocken ganz hübsch in der Klemme, mein Bester. Bis dann. Wann fahren wir weiter? Wofür bist du verdonnert worden? Ach, bloß weil ich meinen Sohn angeschrien habe. Und du? Hab vergessen, die Windeln zu wechseln. Man braucht es bloß mal eine Woche schleifen zu lassen und schon haben die einen am Wickel. Wenn du mich fragst, das Ganze ist der oberletzte Schwachsinn. Richtig. Ich meine, zum Angeln oder Jagen braucht man keinen amtlichen Wisch. Aber wenn man Kinder hat, braucht man Elternführerschein. Ich kapiere das nicht. Mir können die jedenfalls nicht noch mal was anhängen. Ich habe die Elternfibel von vorn bis hinten gebüffelt. Habe ich auch gemacht. Die ganze Nacht habe ich mich damit gequält. Und wie sieht's bei dir aus? Na, hör mal. Bin 15 Jahre Vater, mir macht keiner was vor. Mit dieser albernen Elternfibel fütter ich höchstens den Müllschlucker. Guten Morgen, liebe Väter. Würden Sie jetzt mal Ihre Plätze einnehmen? Machen wir. Klar, Wachtmeister. Ich bin Wachtmeister Dinomanski, amtlicher Ausbilder und Elternprüfer und selber Vater von 4 Kindern. Und ich muss Ihnen leider sagen, meine Herren Väter, ich bin wirklich furchtbar enttäuscht von Ihnen allen. Aber ich bin fest davon überzeugt, es gibt keine schlechten Eltern, sondern bloß schlechte Erziehung, nicht wahr? Genau. Ich bin mir sicher, Sie haben alle gute Aussichten, Ihren Elternführerschein wiederzubekommen. Sie brauchen sich nur an das zu halten, was Sie in der Elternverordnung gelesen haben. Also, jetzt wollen wir mal loslegen. Wir stellen ein paar Situationen nach, die alle Eltern mit ihren Kindern im Alltag erleben können. Junge. Für die erste Aufgabe
Stellen wir uns mal vor, dass Ihrem Kind gerade ein kleines Missgeschick passiert Das kann ist. ja heiter werden. Nochmal! Also, wie würden Sie sich dabei verhalten? Macht nichts, mein Kleiner. Du bist ein lieber Junge. Aber du hast eben was Dummes gemacht. Hab dich ganz doll lieb, Papa. Nee. Ja, fabelhaft. Sie haben es genauso gemacht, wie es im Buch steht. Wenn du mit Milch gekleckert hast, dann muss ich hab's, wegwischen. Komm, mein Kleiner, wir wischen die Milch zusammen weg. Das gefällt mir. Bei Ihnen ist noch nicht alles verloren. Das macht Spaß, Papa. Mir auch. Na, mein Sohn, hast wohl einen klitzekleinen Fehler gemacht. Willst du mich wieder anbrüllen? Aber nicht doch, mein Sohn. Dein Papa hat dich ganz furchtbar lieb. Ah. Ich muss dich ganz einfach lieb haben. Da gibt's kein Wenn und Aber. Auch wenn du ein paar winzige Macken hast. Ich hab dich trotzdem sehr lieb. Wirklich wahr? Ja. Immer noch. Ist doch nicht wahr. Ich hab die Nase gestrichen voll, du Nervensägewerk. Was ist denn da los? Zu fassen. Guten Tag. Ich bin Dr. Med Dinomanski und ich muss Ihrem Kind gleich eine Spritze verpassen, die schrecklich wehtut. Und Ihr Kind hat fürchterliche Angst. Was machen Sie jetzt? Hab keine Angst. Pass mal auf, mein Kleiner. Wenn der Doktor fertig ist, gehen wir zwei auf den Rummel und fahren mit der Achterbahn. Was hältst du davon? Na, das kriegen wir doch hin. Bin auch ganz brav. Ja, tapferer Junge. Keine Angst, denk daran, der Onkel Doktor ist unser bester Freund. Und dann war da so ein kleiner Junge, der wollte nicht, dass der Doktor ihm eine Spritze gibt. Weißt du, was mit dem passiert ist? Die Schuppen fielen ihm ab, sein Schwanz hat sich geringelt und er musste übel bittere Pillen schlucken. Alles klar, er ist ruhig. Nadelmarsch. Peng, peng, peng. Herr Sinclair, was machen Sie denn da? Naja, er hatte Bammel vor seinem unsichtbaren Freund. Hab ein paar unsichtbare Knallfrösche genommen, hab damit rumgeballert, da ist er getürmt. Ich will sofort meinen unsichtbaren Freund wieder haben. Warum? Nun brauchst du keine Angst zu haben. Nein. Der ärgert dich nicht mehr. Wieder kommt der Unsichtbare. Na, Spitze, was? Ist mir gerade so eingefallen. Frisch aus dem Handgelenk. Aber wissen Sie, Herr Sinclair? Ja? Normalerweise ziehe ich bei solch einem rücksichtslosen Verhalten Pluspunkte ab. Aber Sie haben ja nicht mal einen lausigen Punkt. Ach, wären Pluspunkte gut? Ich muss Ihnen die Sache wohl mal erklären. Sie haben versagt. In einem Monat können Sie die Prüfung nochmal machen, aber Ihr Elternführerschein bleibt bis dahin bei uns. Und wenn Sie trotzdem versuchen, an Ihren Kindern rumzuerziehen, kriegen Sie ihn nie wieder zurück. Haben Sie mich verstanden? Ja, hab verstanden. Lernen Sie das auswendig. Vielleicht kapieren Sie dann endlich, warum man die Erziehung ernst nehmen muss. Damit wird ja auch allmählich Zeit. Elternhandbuch. Ich glaube, das war keine besonders gute Idee. Wie ich meine Kinder zu erziehen habe, lasse ich mir von keinem vorschreiben. Das hier ist mein Haus. Es sind meine Kinder, die erziehe ich allein. Du, Papa, Klappe, jetzt rede ich. Oh, was ist denn, Robby? Ich wollte nur fragen, ob ich das Auto haben kann. Warum nicht? Von mir aus kannst du... Na. Hier bin ich immer noch der Oberdino. Und der Oberdino sagt, du wirst mit deinen schmutzigen grünen Griffeln meinen Wagen nicht anfassen, klar? Regen Sie sich ab. Sie haben hier keine Befehle mehr zu geben, mein Bester. Was haben Sie hier zu suchen? Ich bin hier, damit Sie Ihre Kinder nicht heimlich erziehen. Sie wissen ja, ohne Führerschein ist das verboten. Sie können doch hier nicht einfach so reinmarschieren. Also, Papa, gibst du mir den Schlitten oder was? Hast du Mohrrüben in den Ohren? Ich hab dir eben Sie gesagt, gefälligst dass... den Jungen in Ruhe, mein Bester. Vergessen Sie nicht, nur Frau Sinclair hat den Elternführerschein. Also darf nur sie entscheiden, ob der Junge den Wagen benutzen darf oder nicht. Wirklich? Na gut, kannst den Wagen haben. Dino, ich komme mit und wir fahren vorsichtig und hübsch langsam. Machen wir, na fein. Die Schlüssel, Herr Sinclair. Wenn ich mal bitten darf. Da hören ja die Tropfsteinhöhlen auf zu tropfen. Hier. Klasse, heißen Dank.
Aber das ist völliger Wahnwitz. Nein, mein Bester, ich sag Ihnen mal, was Wahnwitz ist. Es ist Wahnwitz, dass Dinos wie Sie Kinder haben dürfen. Und es ist noch viel größerer Wahnwitz, dass ich mich hier mit Ihnen rumärgern muss, bis Sie die Prüfung bestanden haben. Damit kann ich sowieso nichts anfangen. Ich glaube, dieses Handbuch gehört Ihnen, habe ich recht? Sie haben 1 Monat Zeit, mein Bester. Fangen Sie mal an zu lernen. Hör endlich auf, mich zu nerven. Ich muss dieses Zeug hier durchkauen. Schluss! Hör sofort mit diesem Konzert auf, sonst werde ich dir die Klappe verkleben. Hilfe, Polizei! Hilfe, Polizei! Nein, warte, ich habe doch noch gar nichts gemacht. Was denn schon wieder? Sie haben doch nicht etwa versucht, ohne Elternführerschein Ihr Kind zu erziehen, oder? Nicht doch. Ich will Ihnen mal glauben, mein Bester. Aber ich habe immer ein Auge auf Sie, klar? Leider. Ich pass auch auf, hm? Du machst einen Eiertanz auf dem Eis, ich warne dich. In meiner Windel kribbelt's. Ich werde die lieber mal abmachen. Versuch das bloß nicht. Darf mir gar nichts verbieten, musst einen Führerschein haben, hast aber keinen. Dam 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 da. Bum, bum, bum. Ich hab dich gewarnt. Ich hab zwar keinen Elternführerschein mehr, aber ich bin immer noch größer als du. Also hör auf, sonst blüht dir was. Du wirst doch nicht im Ernst. Mann, du hast ja schon. Guck mal da. Julia, Fren! Fren! Was ist denn hier passiert? Schaff ihn mir vom Hals, sonst werde ich zum wilden Megalosaurus. Oh, na komm, mein Schatz. Es ist Nein, Zeit für deinen Mama will aber Mittagsschlaf. nicht schlafen, bin überhaupt nicht müde, nicht ins Doch, Bett. du musst schlafen. Nein. Bitte, will noch ein bisschen aufbleiben. Bin auch ganz lieb. Na fein, dann darfst du noch ein halbes Stündchen aufbleiben. Ja, Vorher ziehen wir noch schnell die Windel wieder an. machen wir. Halt, warte mal, Fren. Hier drin steht aber, dass man sowas nicht machen soll. Babys brauchen die Gewohnheit. Und deshalb müssen sie immer zur gleichen Zeit ihren Mittagsschlaf haben. Ich bin Mutter von 3 Kindern, da muss ich ja wohl wissen, wie sowas läuft. Ich habe mein eigenes Handbuch hier drin. Ihr Mann hat vollkommen recht, Frau Sinclair. Paragraph 15 Absatz 7. Wenn man den Schlafrhythmus von Babys verändert, kann diese Veränderung womöglich Unruhe und Nervosität zur Folge haben. Sag ich doch. Legen Sie bitte die Windel weg, Frau Sinclair, und fassen Sie das Kind nicht mehr an. Sagen Sie mal, soll das vielleicht ein Witz sein? Ja, allerdings. Ist ein Riesenwitz. Für Sie ist alles nur ein Witz, habe ich recht, meine Beste? Deshalb dürfen Sie jetzt auch darüber lachen. Ich schreibe Ihnen nämlich einen Strafzettel. Frenny, was hast du vorhin gesagt? Bitte. Du hast meine Hütte beleidigt und damit mich. Jetzt musst du dafür zahlen. Mann, diese King Kong Fu Dinos sind aber mächtig schnell auf 80. Du hast mir versprochen, kein Fernsehen, bevor du die Hausaufgaben gemacht hast. Mann, es ist doch wohl schnurzpiep egal, ob ich sie vorher oder nachher mache. Hauptsache, die sind irgendwann fertig. Mach sofort den Fernseher aus, Robert. Du, Fren. Ich finde aber, Robby soll selber sehen, wie er damit klarkommt. Ist seine Sache, wann er die Aufgaben fertig hat. Hier steht nämlich, junge Leute lernen selbst zu entscheiden, wenn sie selbst entscheiden dürfen. Wenn wir ihm dauernd die Entscheidung abnehmen, wird er nie lernen, sich selbst zu entscheiden. Habe ich recht? Oder habe ich recht, Wachtmeisterchen? Ich fürchte, heute ist einfach nicht Ihr Tag, meine Beste. Muss Bußgeld kassieren. Ja, stimmt, Sie haben ganz recht. Ich hätte ein bisschen mehr nachdenken müssen. Ja. Aber ich verstehe nicht, warum ich mich an manche Regeln halten muss und an andere wieder nicht. Ist doch obersimpel. Mach hübsch einen Schritt nach dem anderen, dann kannst du sehr weit wandern. Verschon mich mit deinen Weisheiten. Los, Mama, wir spielen. Jetzt nicht, ich muss noch die ganze Wäsche Ich will bügeln. helfen, will auch bügeln. Hör auf damit. Ich hab dir gesagt, du sollst aufhören. Du Mama, kriege ich nach der Schule morgen den Wagen? Ja, meinetwegen. Dino, stark. Moment mal, du hast aber gesagt, dass du Mini und mich zur Kaufhöhle fahren willst. Du spinnst. Das kann doch Robby machen. Warte mal, Mama, Baby hilft dir. Guck mal. Niemals, das läuft nicht. Ich spiele nicht den Chauffeur für meine pummelige Schwester und ihre beknackte Freundin. Gut, dann kriegst du das Auto eben nicht. Oh, aber du hast es mir doch versprochen. Na, du bist vielleicht ein Schlappdino. Fängst du gleich an zu heulen wie ein Baby? Mal sehen, wer als erster flennt, du Hohlbirne. Hört auf, euch zu kabbeln. Guck mal hier, Mama. Was ist denn jetzt schon wieder? Keinen hingekriegt. Das habe ich gerade zusammengelegt. Du machst mich wahnsinnig. Oh, hör auf zu weinen. Sieh mal, Mama ist nicht mehr... Hände weg von dem Kind, Frau Sinclair. Ich wollte es doch nur hochnehmen. Gehen Sie sofort von dem Kind weg und legen Sie die Hände flach auf das Bügelbrett. Ich finde, jetzt übertreiben Nein, Sie aber... bei Eltern wie Ihnen kann man gar nicht vorsichtig genug sein. Sie haben Ihr Kind angeschrien, weil Sie unfähig waren, sich zu beherrschen. Sie haben an dem Kind rumgemäkelt, statt Verständnis zu haben. Tut mir mächtig leid. Sie haben 3-mal jämmerlich versagt, meine Beste.
Ich muss Ihnen den Führerschein abnehmen. Wachtmeister, bitte. Sie haben recht, ich habe die Geduld verloren. Aber sowas können Sie doch nicht machen. Ich habe als Einzige hier den Elternführerschein. Nein, nein, Irrtum, meine Beste. Hab die Prüfung mit Auszeichnung hingelegt. Ich wusste nicht, dass Sie Kinder haben. Ich habe auch keine. Aber ich muss nicht erst Vater des Jahres werden, um besser zu sein als manche Herrschaften, die sich selbst als sogenannte Eltern bezeichnen. Her mit dem Führerschein. Das gefällt mir aber gar nicht. Wollen wir zulassen, dass sich ein völlig fremder Polizist um unsere Kinder kümmert? Aber der kann dir die Elternregeln im Schlaf vorsingen. Der ist Mama und Papa zugleich. Ich kann es immer noch nicht glauben. Und ich habe gedacht, ich bin eine gute Mutter. Ich habe fest daran geglaubt, die Erziehung käme von hier. Na und? Nun weißt du, dass sie von da kommt. Ist genau wie mit einem neuen Auto. Wenn du nicht weiter weißt, guck einfach in die Gebrauchsanweisung. Also, Kinder, mir ist völlig klar, dass das alles für euch ziemlich seltsam, ungewohnt und verwirrend ist. Deshalb sollten wir vielleicht erstmal ganz ungezwungen miteinander reden. Stellt euch da drüben in einer Reihe auf. Wir werden von rechts anfangen und dann nach links kommen. Nennt mir euren vollen Namen und erzählt mir, wie ihr euch fühlt. Na, dann leg ich mal los. Fang du an. Sag ihm, was du mit Papas Auto gemacht hast. Halt die Klappe, Charlene. Junge, hast du mir irgendwas zu sagen? Na, mach schon. Ganz still, Ja. hast nicht den leisesten Schimmer. Worum geht's denn? Ist eine lange Geschichte, Aber Wachtmeister ich mag Pingelmann. Geschichten besonders, wenn sie lang sind. Robby hat den neuen Wagen verschrammt. Mann, halt den Rand, du blöde Dumpfziege. Was hast du da eben zu mir gesagt? Diese Dumpfziege gefällt mir, weil es stimmt. Ich hab gesagt, Oh, Charlie, beißen doch mal nicht. Los, junge Dame, aufhören. Ich hab gesagt, aufhören. Hört auf, Kinder, ich warne euch, macht einen Aufstand, das gibt es Ärger. Ich verbiete dir, dass du deiner Schwester Wörter an den Kopf schmeißt, die ihr Persönlichkeitsbild beschmutzen. Persönlichkeitsbild, ich weiß noch nicht, Hey, wie das was soll geschrieben das? wird. Gib mir sofort mein Notizbuch wieder. Die Pia ist mein Wachtmeister Pingelmann. Was? Hat ich das schon gesagt? Robby hat das Auto verschrammt, als er ihr Motorrad über den Haufen gefahren hat. Mein Motor? Ha? Nun hab ich's aber satt. Rückt mir vom Leib. Keine Bewegung und die Pfoten nach oben. Na los. Du auch, du Nervenquirl. Mach schon. Aufregend. Ihr glaubt wohl, ihr könnt mir auf den Kopf rum. Wachtmeister, was machen Sie denn da? Wir sind doch hier nicht im Kriminalfilm. Wir haben ja keine Ahnung, was die drei mit mir aufgeführt haben. Schluss jetzt, Robert. Charlie, ihr geht sofort auf eure Zimmer. Hopp, hopp. Und glaubt ja nicht, dass es damit getan ist. Wir reden noch darüber. Bis dahin habt ihr zwei ausreichend Zeit, euch ein paar Gedanken zu machen. Zum Beispiel darüber, wie man friedlich miteinander auskommt. Genau. Ab nach oben. Ja, Frau Wachtmeister, ich meine Mama. Und nun kommen wir mal zu Ihnen. Ja. Sie haben Ihren Elternführerschein wohl auf dem Rummelplatz gemacht. Was glauben Sie, wie das Ihren Chef bei der Elternpolizei freuen wird, Herr Polizist? Hm? Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Ich meine, die Kinder und besonders der da. Seinetwegen kann ich meine Nerven jetzt wegschmeißen und mir neue kaufen. Nicht wegnehmen, ist mein Buch. Gib mein Notizbuch her. Selber schuld. Zeit zu mampfen. So ein Prachtstück wie der da kommt im Elternlehrbuch überhaupt nicht vor. Musst mich lieb haben. Wenn Sie selber Vater wären, hätten Sie vielleicht eine Ahnung davon, wie man mit Kindern zurechtkommt, ohne gleich eine Nervenpanne zu kriegen. Meine Nerven sind manchmal auch ganz schön plattfüßig. Hören Sie, wenn meine Kollegen auf dem Revier spitz kriegen, was hier passiert ist, fliege ich in hohem Bogen aus meiner Abteilung raus. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Was würden Sie davon halten, wenn ich Ihnen beiden die Elternführerscheine wiedergebe und schwamm drüber über diesen kleinen Albtraum? Klar? Klar. Danke vielmals. Und davon erfährt wirklich keiner was? Danke. Alles klar, Fren. Ich weiß, was kommt. Du hattest wieder mal recht und ich habe falsch gelegen. Steht in keinem Buch, wie man Kinder erzieht. Sowas kommt von hier. Und so weiter, bla bla bla. Fren macht alles richtig und Earl hat wieder was dazugelernt. Da bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, du hast begriffen, warum das Buch so wichtig ist. Diesmal habe ich was dazugelernt. Es mag sein, dass die Erziehung hier anfängt. Aber wenn man nicht weiter weiß, kann man in dem Buch nachsehen. Du meinst, es ist nicht alles nur schwarz oder weiß, sondern schwarz und weiß, hm? Ist nicht wahr. Solche schlauen Sachen sollten die mal im Fernsehen zeigen. Weil er das Elterngesetz verletzt hat und schwierigen Situationen mit Kindern nicht gewachsen war, wurde Wachtmeister Pingelmann vom Dienst bei der Elternkontrollstreife freigestellt. Er darf den Dienst erst wieder aufnehmen, wenn er gründlich über seine Fehler nachgedacht hat. Weil Robert Sinclair den neuen Wagen seines Vaters verschrammt hat, bekam er 8 Tage Stubenarrest. Wegen mildernder Umstände wurde die Strafe zur Bewährung ausgesetzt. Davy Sinclair wurde schuldig gesprochen, weil er 22 Mal eine Bratpfanne zweckentfremdet benutzt hat. Ihr müsst mich trotzdem lieb haben.